Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, The Devil's Doctor, sage ich dem jetzt mal. Wir haben ja in der letzten Folge, waren wir im Clubhaus und haben ein paar Sachen mitlaufen lassen, ein paar Sachen mitgenommen und untersucht. Und dann haben wir gesagt, wir gehen nach Hause und werden hier die Sachen mal untersuchen, durchschauen und so weiter. Mal schauen, was wir da gefunden haben. Und damit fangen wir gleich mal an. Und zwar hier haben wir Beweise. Einmal Foto analysieren. Ein manipulierter oder beschädigtes Fotografie aus dem Clubhaus von einer Expedition nach Guatemala. Ja, und hier haben wir noch im Archiv müssen wir schauen, der Maya-Kalender ist der Hauptpreis beim Bowls-Turnier. Ja, das sind... Offenbar müssen alle Mitglieder ihre Sammlung nach ihrem Tod dem Club vermachen. Okay. Sir Charles und Zacharias Greystock besitzen je einen Teil einer Goldstatue. Okay. Ja, das kennen wir schon. Okay, dann werden wir mal hier Analyse machen. Ja, untersuchen Fotografie. Und wir schauen einfach Dieser mal. Bereich wurde übermalt. Ich muss herausfinden, was sich darunter befindet. Ja, dieser Bereich wurde übermalt und Bearbeiten wir die Farbe mit Lösungsmittel. so wie die Statue hier mir ausschaut, ist das die Statue. Dafür brauche ich eine Pipette. Achso, ja, stimmt, Entschuldigung. So, mal schauen. Jetzt die Farbe vorsichtig mit einem Tuch entfernen. Diese Vorsicht. Oh, guck an. Das ist gar nicht die Statue. Das ist jetzt echt schwer, die Statue. Kann ich dann einfach... So, wie ein Ruppelbild. Ach, schau mal an. Ja. Scheint mir sauber zu sein. Das ist ein anderes, nicht so schlimm. So. So. Aha, da ist eine weitere Person abgebildet. Mit Herzproblemen oder was? Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Sehen Sie, dieser Mann mit geschwollenem Auge war aus dem Bild herausretuschiert worden. Die Folgen eines Kampfes etwa. Oder was meinen Sie? Vielleicht. Oder das Symptom einer seltenen tropischen Krankheit, die in Zentral- und Südamerika vorkommt. Südamerika, brillant, Watson! Nichts zu danken. Ist sie tödlich? Nun, er könnte sie überlebt haben. Ich werde Sir Charles fragen, aber was der wohl antwortet? Ich habe eine Idee. Solche Krankheiten werden nur im Krankenhaus für tropische Krankheiten behandelt. Ich habe dort ein paar Bekannte. Oh ja? Ich höre mich mal um. Es ist unwahrscheinlich, aber wenn der Fremde in London ist, werden Sie ihn kennen. Na gut. So. In dem beschädigten Teil der Fotografie aus dem Clubhaus von der Expedition nach Guatemala ist ein Mann abgebildet. Erfahren. Okay. Ja. Erfragen, genau. Gehen wir aber ins Archiv und schauen mal, was dieser Maya-Kalender uns da sagen kann. So, ja. Geschichte, oder? Maya, Zivilisation Mittelamerika.
Die Maya-Zivilisation, die ihr Zentrum im tropischen Hochland in der Region, die heute als Guatemala bekannt ist, erreichte ihren Höhepunkt an Macht und Einfluss im 6. Jahrhundert nach Christus. Die Maya glänzten vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Töpferei, Hieroglyphen, Schriften, Kalendererstellung sowie Mathematik und hinterließen eine... Da, gefunden. Oh. Nein, ich wollte lesen! Okay. Sowie Mathematik und hinterließen eine Vielzahl von beeindruckenden architektonischen und symbolischen Werken. Vor der spanischen Eroberung Guatemalas bildeten die Quiche die größte Maya-Volksgruppe. Der Name bedeutet so viel wie viele Bäume und leitet sich vom bewaldeten Hochland ab, in dem die Quiche lebten. Tecún Umán war der letzte Herrscher der Quiche und kämpfte mit seiner Armee gegen die spanischen Eroberer. In der Schlacht bei El Pinar fiel Tecún Umán, als der Speer von Don Pedro de Alvarado seine Brust durchbohrte. Der Legende nach soll Tecún Umán selbst nach seinem Tod ein Volk beschützt haben. Aha, okay. Okay, das ist doch beeindruckend. Das ist beeindruckend. So, dann wollen wir mal mit... Ja, wir sind die Taste schon wieder. Sir Giles sah die Statue von Tecún Umán wegrennen. Sir Giles sah keine Statue, doch das sah sie. Vorbereitung. Sir Giles hatte die Zeit und die Gelegenheit, sich auf den Besuch eines Opfers vorzubereiten. Stimmt eigentlich nicht. So, mal schauen, ob wir hier irgendwas haben. Nee. Okay. So, ich wollte eigentlich die Außenansicht. Ich habe nur das Spiel schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Scheiße. Jetzt frage ich mich gerade, mit welcher Tastenbelegung. Ja doch, der Anzug geht um in das Clubhaus nochmal zu gehen. Doch. Wir gehen jetzt nochmal in das Clubhaus. Wow. Wow. Oder? Doch, ja. Guten Tag, meine Herren. Aha. Das ist die Belästigung. Okay. Hi. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Ach, momentan leider nichts, aber Dankeschön. Was sagen die Zeitung? Geburt auf der Bühne. Am 5. April brachte eine Schauspielerin im Covent Garden Theater ihre Interpretation von La Tour de Nesles auf die Bühne. Als die eingesperrte Margarete von Bochum gefragt wurde, was genau sie ihren beiden Kindern getan hat, fing die Schauspielerin von Margarete zu schreien an. Offensichtlich aufgrund von Geburtswehen. Das Publikum im Glauben, dass das ein Teil der Vorstellung sei, reagierte begeistert. Kurz darauf kam jedoch Orsini auf die Bühne und bat die Zuschauer, den Saal zu verlassen, während er zugleich nach einer Hebamme rief. Zufällig befand sich eine im Publikum, die sich ebenfalls auf die Bühne begab und die Wiederkunft vollzog. Die faszinierenden Zuschauer, die die Geburt noch teilweise mitbekommen, verließen wie aufgebaut den Saal und diskutierten dabei angeregt über die Szene, die im Programmheft gar nicht erwähnt wurde.
ja, würde mich auch sehr erstaunen, wenn das erwähnt wäre. Würde sein. Aber was Planmäßiges. So, da vorne ist eine Kutsche. Guten Tag, meine Herren. Der Denker. Ja gut. Wir einfach nicht zu sehr da drauf, weil sonst gibt der Wagen. Sir. Meine Herren. So, wir gehen zum Club. Genau. Komm, Sherlock. Lies dein Buch. Er ist unruhig. Er weiß nicht so recht, was er genau tun soll. So. Okay, hier sind wir im Clubhaus und wir gehen... Kann ich helfen, Mr. Holmes? Nein, leider nicht. Meine Herren, wir gehen nochmal zu... Ja, ich weiß nicht. So. Zu ihm da. So, was sagst du mir zu der Person auf dem Bild? Nee, das haben wir ja doch schon. Ich habe dieses Bild an Ihrer Wand gefunden. Wer sind die anderen Männer? Vor allem der Herr mit dem geschwollenen Auge. Ach, das ist der arme Mr. Albit. Er starb vor 14 Jahren an Fieber auf einer Expedition nach Guatemala. Auf der Suche nach einem Tempel der Quiché. Doch es ging alles schief, wir konnten den Tempel nicht betreten und die Expedition endete im Chaos. Das bin ich. Und das Zacharias? Und da ist Bernard Marley, ein weiteres Mitglied. Er ist auch hier, dort beim Podest. Er ist übrigens auch derjenige, der die schreckliche Statue gebaut hat. Das ist auch schon 10 Jahre her oder so. Mr. Albit war ein Mitglied. Wo ist seine Sammlung? Wenn ich das nur wüsste. Wir konnten sie nie finden. Ah ja. Bernard Marley hat die Statue von Tekun Uman vor 10 Jahren hergestellt und in dem beschädigten Teil der Fotografie, ja, ist immer noch dieser Mann. Finden Sie mehr über Bernard Marley heraus. Ja. Ah, hier zur Expedition Maya-Kalender. Der Fluch existiert, kein Fluch, es gibt keinen Fluch, dabei handelt es sich lediglich um eine menschliche Interpretation der Ereignisse. Der Fluch von Tekun Uman existiert wirklich und er hat die Teilnehmer an der Expedition befallen. Ich würde schon sagen, der Fluch existiert. Der Fluch existiert. Der Fluch existiert wirklich. Zacharias Greystock wurde durch die Statue von Tekun Uman getötet, damit der Fluch des Quiché-Tempels der Maya erfüllt wurde. Was? Lestrades Ruf schädigen. Es ist besser, Lestrades dem Fall zu überlassen. Soll die Öffentlichkeit über ihn herziehen, nicht über sie. Misserfolg eingestehen. Ihr Schlussfolgerung sollte am besten geheim bleiben. Eine Statue kann man nicht einsperren. Ja. Ist das jetzt schon alles gewesen oder was? Nee, oder? Nee, oder? Das ging ja aber jetzt schnell. Sie glauben also an den Fluch?
Nun, ich habe keine andere Erklärung, aber ich bitte Sie, das Ganze geheim zu halten. Mein Versagen soll unter uns bleiben. Wie Sie wollen, Holmes. Warum sind wir hier? Wenn der Fluch der Grund für Greystocks Tod ist, dann könnte er erneut zuschlagen. Ich habe die Behörden gebeten, dass alle Maya-Statuen, die Sie in London finden können, in Marleys Gießerei vernichtet werden. Was? Alle vernichten? Mein Gott. Was? Okay, Sie haben keine andere Erklärung als den Fluch, doch Sie können keine Statue entsperren. Sie behaupten, Sie wussten nicht, wer Zacharias Greystock umgebracht hat. Dieser Fall ist ein Misserfolg auf der ganzen Linie. Misserfolg eingestehen. Gefundene Hinweise 8. 0% Spieler mit derselben Entscheidung. Entscheidung prüfen. Gefundene Hinweise. Wollen wir die Entscheidung ändern? Wir wollen die Entscheidung. Wollen Sie die Entscheidung? Nein, ich will die Entscheidung nicht ändern. Ja. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei wieder werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ja, mit dem sage ich ja, weil ich habe ganz am Anfang ja gesagt, alle Entscheidungen, die wir hier treffen, die treffen wir ohne Wenn und Aber, also die treffen wir mit Wenn und Aber ohne, dass wir die Entscheidung rückgängig machen. Wir leben mit der Entscheidung, wo wir treffen, und wir haben uns jetzt entschieden, dass es wirklich die Statue war, der Fluch gibt's und dass darum der Mord geschehen ist. Was wir halt leider jetzt nicht herausgefunden haben, ist, warum wurde er umgebracht und was ist das Motiv? Das haben wir nicht herausgefunden, aber ich habe mich entschieden, ja, die Statue war es und eine Statue können wir nicht einkerkern. Ist leider so und dazu stehe ich auch. Und damit sage ich auch herzlichen Dank und das war's.